Am 5. Juli 1946 hat der französische Modedesigner Louis Réal in Pariser Schwimmbad Piscine Molitor den ersten Bikini von der Welt feststellt. Ein golden Grund also, dass wir am 5. Juli den Tag von den Bikini feiert. Am 1. Juli 1946 durchging morgens Klockneigen über den Bikini-Atoll im Pazifik eine Atombombe in der Luft. Die Bombe soll damals wiesen, was sie als Nautsche Job so dächt. Man, da hätte bloß eine lüde Handvoll von den 24 Schrottriepen Shape, die du während zusammenmucken konnt. Und bloß paar Tage lauter, am 5. Juli, soll ein anderer Bombe entschlagen. Louis Réal sein Entwurf von ein Bootkostüm, was er nur dem Atomatoll genannt hat. Das Teil hat bloß 45 cm Stoff. Louis Réal sagt damals, das passt auch in eine Schachtel für Riedsteckens. Dabei hat der gute Mann erstmal ein Problem. Er wollte schon sein Bikini bei der Wohl von der schönsten Boot nix feststellen. Man, das gäf absolut kein Manneke, weil diesen Hauch von nix öffentlich antrecken will. Man, du hätt sich Louis Réal nicht von abhauen lauten. Er wär schon so an 2 Monate den nächstboten Kiel. Und so hüe er die damals 19-jährige Strippersche Micheline Bernardini an. Die hättet bei der Wohl nicht nur das Finale hinschafft, ist aber likas in der Modegeschichte ingegangen. Die Kiels wären von ihrem Auftritt so begeistert, dass sie lauter betto 50.000 Fanbriefen kriegen hätt. Die internationale Journalie sagt das erstmal ein bisschen anders. In der Presse stund was von einem obszönen Modeschandal zu lesen. In Europa und den USA darf ein den Bikini paar Jahre lang gar nicht an den Strängen und Bootinrichten tragen. Erst von den 1960er Jahren af an konnten sich die Zweiteiler bei Leuten mal durchsetzen. Und von da snackt kein Mensch mehr darüber, was ein Bikini nun schicklich ist oder nicht. Ein Hauch also ob der Sommer und den Bikini.